Good morning. Es war gut hier taub sein, in Gott sein Haus, in die Kirche, Gemeinschaft haben, Gott anbeten. Sechaheit. Viele sind doch redig an Freiheit oder frei sein in Christus. Vielleicht ein bisschen eine andere Weg, als was die du manchmal haben gedacht, aber wir sind in Christus, sind wir frei von allen Sinn, von den Folgen von Sinn, von der Kraft von Sinn. Und von der will ich reden an Sechaheit. Die Frau kommt an, kann in Christus seine Seiligkeit verlieren. Und das fährt die Frau für viele Menschen. Das ist eine von den Frauen in der Welt, was im Christentum, was der ganz dollste Debatte wird, oder da wird das meiste über gestritten. Da ist ja viele verschiedene Meinungen darüber. Und ich dachte bei mir so, was hält das really von das Reden, wenn Iran bloß noch Internet nur das und dann war eine andere Botschaft hören, was anders ist. Aber ich will doch davon reden, wenn Sicherheit ist uns wichtig, das ist uns wichtig in uns Land, in unsere Heime, in unsere Familie, in uns Geld, wo wir investieren, oder was immer wir tun, in unsere Gesundheit. Aber die ganz wichtigste Frau, wenn eine Champion Sicherheit, dort ist unsere Ewigkeit. Und ich wollte von der auch ein bisschen anders von reden, vielleicht, als was die darüber denken. Wenn eine Champion Sicherheit, oder wenn eine Champion diese Frau, dann habe ich zwei Exträume. Ein Extrem ist, dass ich einmal wo ein Belebnis gehört, ich sehe mal, wo eine Kirche war, oder bei der Camp, oder ich einmal wo ein Gebet gesagt. Aber ich habe niemals dort gelebt. Und mir haben sie dann gesagt, dort, dass ich mal eine Ferien in die Kirche oder bei der Camp, oder wo du hast mir gesagt, nu bist du ein Kind Gottes. Aber ich habe nicht gelebt. Das ist eine falsche Sicherheit. Der andere sieht, dass wie bekannt wird, dass Mennoniten und dort ist, du kostet nicht weiten, als du gerat bist oder nicht. Und das ist mit jeder Timer immer so, dass wir haben einen Weg und dann haben wir zwei Gruben und wir sind gleich am Gruben. Und so ist es auch mit das. Wir sind einmal in den Gruben, wo wir eine falsche Sicherheit haben, oder in den Gruben, wo wir keine Sicherheit haben. Wenn uns das gelehrt worden, wir können nicht mal weiten, all so eine Dinge ist dort. Aber weißt ihr, Lied, die Frau kann nicht meine Seligkeit verlieren, als verhält nicht die Hauptfrau. Wir merken das der Hauptfrau, aber das verhält nicht die Hauptfrau. Die Hauptfrau ist, hast du Jesus. Dort ist weit weg. Na, da kann sein, dass die nicht hören mit mir stammen, oder die stammen vielleicht nicht mit, wenn ich sage, dass du kannst nicht deine Seligkeit verlieren. Weißt du, wo wenig? Wenn die hat ihn nicht gefunden. Unsere Seligkeit kommt von Gott. Und der Ring uns einzige Weg, weil du jemals wirst dann loswerden, als von Gott, die dir wird wegnehmen. Aber diese Frau, das einmal das, was der hängt. Und du hast einmal das Idee dahinter, dass ich will so sehr in Sinn leben, dass ich kann und doch noch gerat sein. Und dann habe ich diese Frau, wo sämtlich kann ich sein, wo weit besiedelt war ich, kann ich unser zu sein und doch noch gerat sein. Das ist einmal hängt die Frau. Aber einmal ist vielleicht auch die Frau da, wenn wir kann jemand, was war ich gegangen. Erstmal in die Kirche war und habe mitgemerkt und habe sich ein Christ genannt und all diese Dinge, aber das nicht mehr. Und so dann gab uns dort Frauen. Und da sind wenig Frauen im Leben so wichtig, als die Frau sehe ich wirklich Rat. Nicht sehe ich religiös, nicht sehe ich eine gute Person, nicht sehe ich in die Kirche und hat erreichte Kleidung an und sie in der rechte Gruppe und die hat erreichte Rasse und all die Dinge. Das ist nicht, was wir Frauen. Wir Frauen bist du in Christus. Sehe ich sicher in Christus. Die, die in Christus sind, die sind auf ewig sicher. Die, die nicht sind,
sind ab ewig nicht sicher. Das ist so einfach, als das ist. Aber wir versuchen da alle Hand anzuschmieden, wenn wir wollen so dicht wie ein Tun leben, als wir können, oder so ich erst schon sehe, so weit eben tun, als wir können, und doch noch selig werden. Das ist really, wo wir einmal von reden. Und sag mal nach mit Bibelversen brücken über unsere Sicherheit in Christus. Wir haben die Geschichte, da rede ich fest noch ein bisschen von Jesus und Nikodemus, und sie vertrauen von der wahren Geburt und von jährlichen Geburten und so weiter. Aber dann sagt Jesus zu Nikodemus, dass ich will abgehangen worden. Das ist die Schlange dort in der Wüste, und ich will abgehoben worden, dass wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Und dann haben wir den ganz bekanntesten Vers in der ganzen Bibel, Johannes 3,16. Gott liebt die Welt so sehr, dass er sein einziges Sehen gab, dass wir immer am Glauben nicht verloren geht, aber das ewige Leben haben. Und dann kommen wir nach Vers 18. Wenn wir hier in Ferien ab mit lesen, wie Vers 18. Dann sagt er, wer an Arm glaubt, wird nicht gerecht worden. Na, das redet von Sicherheit. Wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du nicht gerecht. Und weißt du oft, wie selig worden dass wir nochmal wollen, selig worden er nicht hat mit das gerecht zu tun. Aber wir sind das nicht alle in den Stich gegangen, wenn wir haben Jesus. Wer an Arm glaubt, wird nicht gerecht. Wer aber nicht glaubt, er soll gerecht. Und so, wenn ich an Jesus glaube, dann ist das Gerecht all vorbei für mich. Und das redet hier von dem Gerecht von Geraten oder nicht. Das ist noch ein anderes Gerecht, was meine Worte rechten, das ist ein Kind Gottes. Aber das hat mit Seligkeit zu tun. Und so, wer an Arm glaubt, der ist gerecht in Stich gegangen, das ist null bestimmt, dass die selig werden. Aber wer nicht an Arm glaubt, das ist null bestimmt, dass die verloren gehen. Und wir würden gleich reingehen und fragen, oh, wollt meine Seligkeit verlieren oder nicht? No, glaubst du an Jesus, dann ist das bestimmt. Dann ist das vorig. Dann hat Gott gesagt, dass das gerecht für dich ist vorig. Du bist nur selig gesprochen in Glauben an Christus. Aber wenn du nicht glaubst, dann ist das gerecht auch ausgesprochen. Wer aber nicht läuft, er soll gerecht wird sein, nicht an den Namen von Gott sein einzigen Sehen läuft. Vers 19. Und das rechte Urteil ist das. Nu hörst was das rechte Urteil ist, für die, was nicht leben. Das Licht scheint in der Welt näher, aber die Menschen haben das Diestre, was das Licht, weil sie erwarten werden von Diesteren. Und das was ich meine, dass wenn ich mich herumgegangen im Leben, ich sehe in der Kirche was, ich habe mal wo ein Gebet gesagt, aber mein Leben wir im Diesteren. Und ich lebe für mich selbst, ich lebe für den Teufel, ich habe bloß mein eine Weg. Hänge rechtsteg alle Dinge, was die Bibel sagt, beschrift, das sämtlich alle seine Dinge. Und die wissen alle, von was ich rede. Alle hören das ganze Fleisch, wo wir fähig sind, davon reden. Das ist really mein Leben, wenn ich das auch vielleicht verstärken da. Und so glauben an Jesus. Und das rechte Urteil ist, dass das Licht scheint und zur Radung bringt. Und sie sind vergeben, aber wir nehmen das euch an. Wir leben in dem Düsteren. Nicht jeder Mensch ist sicher. Nicht jeder Mensch, was sich Christ nennt, ist sicher. Jesus steht, wer aber nicht glaubt, er soll gerecht. In Johannes 3,36, wer an den Sehen glaubt, hat das Leben. Und wer den Sehen nicht glaubt, wird das Leben nicht sein, aber Gott sein euer bleibt über ihm. Das geht nicht klarer zu sein. Wer den Sehen hat, der hat Leben. Nicht all, aber in Ewigkeit, immer. Das ist nicht ein halbes Werk leben, das ist nicht einen Monat leben, das ist nicht ein paar Jahre leben, das ist ewig Leben. Aber das ist in Christus. Nicht in der Kirche, nicht in unserer Religion, nicht in unserem System, in unserem Volk, in unserem Klavier, in das üterliche Dinge. Das ist in Christus und allein in Christus. Darum ist es so wichtig, was wir glauben haben. Durch Glauben an Jesus, heißt für mich gestorben, heißt begraben, heißt abgestanden. Ich habe das angenommen, was es meint. Ich habe mich selbst abgegeben. Und ich habe abgegeben mit mir selbst versehen zu raten. Ich glaube an Jesus, ich halte mich an Jesus. Die Bibel verspricht die ewiges Leben. Aber das ist, was Gott dir gibt. Das hast du dir nicht verdient, das hast du nicht gefunden, wo besiegen war und kostet, war er verbessert, wenn er nicht krank so und so war, dann hast du verloren. So und hast du nicht.
Du bist gerat in Christus. In 1. Johannes 4, Vers 11, da sagt er, und das ist das Zeichnis, nu hör ich, was er sagt. Und das ist das Zeichnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Gott hat dir das ewige Leben gegeben, und das Leben ist in sein Sehen. Das hast du nicht gefunden, das hast du dir nicht verdient, das ist nicht, wenn du witte Hüt hast oder Schwarte, oder wenn du so und so ungetrocknet bist. Gott hat dir ewige Leben gegeben in Christus. Und allein du. Wer den Sehen hat, der hat das Leben, wer den Sehen nicht hat, der hat das Leben nicht. Keiner, was ich sage, keiner, was ich mit mir, keiner, was ich mal habe, wo ich bete oder nicht, aber ich kann nicht den Sehen, ich lebe in dies drin. Ich kann nicht das Leben. Das ist in Christus. Er sagt wieder, das schrieb ich, dass die an den Namen von Gott sind sehen glauben, und dass die weiten, dass die das ewige Leben haben, und dass die glauben an den Namen von Gott sind sehen. Na, ich sehe dir schon, wir haben zwei Extreme, eins Extrem in Mennonitentum ist, dass die kostet nicht weiten, dass die 100% gehen, das zu forschen, und auch viele andere in der Bibel. Aber wenn die Bibel von dieser Erlösung redet, dann redet das immer in die Gehen wird. Das hast du nie. Aber das regt in Ewigkeit an. Na, wir sind gleich vollkommene Menschen, wir wollen einmal rechte Dinge tun, einmal da besinnen. Aber die, was glauben, die sind ab ewig sicher. In Johannes 10, Vers 27. Meine Schub, hier meine Stimme, und ich kann an, und ich komme heran. Hörst mal, was das Vers sagt. Meine Schub. Nicht meine Schottengänger, oder meine Mennoniten, oder meine, was mal wo in Gebet gesagt haben. No, meine Schub, die hier meine Stimme, und die kommen heran. Und ich gebe ihnen das Leben. Das redet von ein Leben. Das redet von einem Glauben, was lebt. Ich sehe Jesus den Schub, ich gehe zu ihm. Ich horch nur an. Ich gehe am heran. Das ist der Test, was du hast, ob du hast Jesus gehört oder nicht. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie wollen niemals ankommen, in China kann du meine Hänge retten. Horch nur diese wieder. Meine Schub, hier meine Stimme, die kann mich, die kommen mich heran, ich gebe ihnen ewig ankommen, in China kann du meine Hänge retten. Diese Erlösung kommt von Gott. Und der ist an Gott seine Hände geholt. Denk du mal den, was ich war. Ob du seilig warst oder nicht, hast in Gott seine Hand. In China, wir wollen niemals ankommen. China kann nicht meine Hänge retten. Er sagt, mein Führer, der mir der gegeben hat, ist gratis alles. In China kann mein Führer dir die Hänge retten. Diese Sechaheit für Erlösung, der ist in Christus, aber das ist alles in Gott seine Hände. Nicht in deine. Ich meine, Menschen noch ein, wenn das mit mir zu tun hat, seilig worden, dann würde ich niemals vor dich bringen. Wusst du? Man sieht bloß mal abrechtig. Kein hat einmal gesagt, ihr seid euch so fein, als jeden von der dann. Wenn unsere Erlösung mit uns zu tun hat, dann sind wir alle gekehrt, ganz. Aber das hängt an Gott sein Hängen. Und wenn du an Jesus glaubst, und du hast Jesus, du wirst niemals ankommen, du hast nur, keiner kann dir seine Hänge retten, wenn Gott hält dich fest. Ewiges Leben ist ein Geschenk, nicht ein Lohn. Niemals ankommen meint niemals ankommen. Keiner wird uns retten meint, keiner wird uns retten. Ein Schreiber sagt es dort. Diese Erlösung, diese Sicherheit in Erlösung, hängt nicht auf von wovon du kannst holen, aber von wovon Gott kann holen. Und welche Lied dort ändert alles. Und da müssen wir uns ansenken lassen. Aber wir sind fertig menschlich, wo ja dort sind Christ und der da und dort sind Christ. Und das ist einmal so. Wir tun Dinge, was artig sind.
Wir sind gefallene Menschen. Wir haben eine schlechte Einstellung für uns. Wir reden Dinge, was Gott muss, oder vielleicht even Dinge, was nicht so sind. Wir tun Dinge, was ans Fleisch lebt noch. Die Kampf zwischen Jes und Fleisch, das ist wirklich. Und dann sage ich, wenn das mit mir zu tun hat, God help me, würde ich dann sagen. I will never make it. Und du auch nicht. In Epheser 2,8 sagt er, ihr seid durch Gott seine Gnade gerat. Gott seine Gnade. Will es glauben, dass es nicht durch jene Worte, das ist ein Geschenk von Gott. Und so du hast die Seiligkeit nicht verdient, das ist nicht wegen deiner Worten. Du bist nicht seilig geworden wegen deiner Worten und du hast nicht verloren wegen deiner Worten. Und das soll ihr nicht auch recht verstehen. Du meinst nicht, dass wir können so leben sollen. Aber wir tun das für Meten und ans Salz. Und unsere Seiligkeit und unsere Sicherheit und die Seiligkeit, die mäht wie mit uns Salz. Und dann sagen wir lange nicht wieder merken, und dann sind wir unsicher. So lebt ich für Jahre. Und vielleicht leben wir von Jünst dort. So war weiß ich, dass ich wirklich gläubig bin. Wir sollten diese Werke in den Kranz verhalten davon. Und dann sieht ein Freund, ich sehe ihm, ich würde das hier brücken. So er sagt zu mir, dass wenn deine Freunde dir schweiten, dass du gerat bist. Ich würde noch beten, wenn deine Familie dir schweit. Na, das soll ja reich verstehen. Was wir meinen mit das, wenn deine gottlose Freunde dir schweiten, dass du hast geändert. Dass du bist nie ein Mensch geworden. Du bist gestorben zu Sinn. Du forschst nicht mehr mit nur die Partys, du forschst nicht mehr mit all die böse Dinge da, du forschst nicht mehr mit all die Strip-Bars und all diese Art Dinge. Deine Freunde wissen dort, dass mit dir etwas Radikales passiert. Aber wenn ich das bloß sage, ich sehe einen Christen, ich fahre mit alles mit, da alle böse Dinge, alle düstere Dinge, ich lebe mit alles mit, dann weiß das keiner. Nicht ich, auch nicht da, dass ich gerat bin. Und so das fällt die Menschen, die die dichtste bei Rahmen sind, das sind die Ersten, die das wissen, dass du gerat bist oder nicht. Wenn wir wirklich gerat sind, wir haben ein neues Verhältnis mit Sinn. Ein neues Verhältnis mit Sinn. Hier ist es vielleicht ein bisschen funny, aber ich bin nie gestorben zu Sinn. Ich merke nicht mehr mit. Der John Wall, mit all die böse Dinge, der ist gestorben. Und der neue John Wall, der fährt nicht mehr mit. Du hast ein neues Verhältnis mit Sinn geworden. Du hast was geändert. Ich lebe nicht mehr in Sinn. Aber weißt du, uns Menschen, wir tun einmal auch rechte Dinge. Wir haben einen Vers in der Bibel. In 1. Johannes haben wir einen Vers, wo sehr gemissbraucht wird in die Kirche. Und so kann ich den mit von der anderen Seite wiesen von der. Und 1. Johannes Kapitel 1, in Vers 9, das ist der Vers, wo ich von rede, wo wir mal in Vers 4 dort noch herlesen. Er sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sinn, dann leben wir uns selbst was fair und haben die Worte nicht in uns. So, er redet zu Menschen, und du in der Kirche, wo Johannes Steiner, wo er das noch schreibt, du kommst eine Ehrliche an, da wir sind gleich sind, und all diese Dinge. Das Gnosticism, unsere Leute in der Kirchengeschichte, das ist ein großer Baum, aber da kommt das Idee an, dass wir sind gefährliche Menschen, das ist einmal, wo wir denken, wir sind gefährliche Menschen, like ich do some gute Dinge, ich fahre in der Kirche, und ich gebe mein Geld, ich deine sogar in die Kirche, ich sehe nicht einen Sünder. Und so ist es geschrieben für so eine Menschen, die nicht nur Jesus kommen, wenn sie sind nicht Sünder. Wohin wirst du hinkommen, wenn du nicht ein Sünder bist? Und so wie ich gedacht, hast du geschrieben zu ungläubigen Menschen. Und so wenn wir sagen, wir haben keinen Sinn, dann leben wir uns selbst was fair. Und haben nicht die Worte. Und dann sagt er, wenn wir unseren Sinn bekennen, dann ist er trüben gereicht und verjeft uns die Sinn und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So wie das falsch fährt und brücken, dann würde ich Motten hängen und für uns verwollen. Das sagt, wenn ich meine Sinn bekenne, dann kriege ich Vergebung, mir wird gereinigt von aller Gerechtigkeit, aber für wollen. Halbe Stunde? Because was so ist, hat war was zu tun, war ich nicht so. Vers 10 sagt, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann sei, wie du merkst, dass Gott liegen hat und sein Wort ist nicht richtig in uns. So hier ist das Ding. Wenn ich eine Person sehe, wo du sagst, ich sehe nicht einen Sünder, ich brauche nicht einen Läuser, ich sehe einen feinen Mensch, ich sehe besser als viele andere Menschen, dann wird wie sagen, in uns Kopf härten so eine Dinge.
Oh, jetzt sagt sie, du bist ein schlechter Mensch. Oh ja, dort sind Christen, das sind doch eigentlich mal. All so eine Dinge. Aber, wenn ich nach Jesus komme, und ich bekenne, dass ich sie ein Sünder, und ich da Buße, ich komme nach Jesus, ich bekenne meine Sünden, ich nehme Jesus als meine Leser an, absieren ein paar Dinge. Meine Sünden sind vergift, ganz vergift, die sind weich. Für das Seibte und das Leibste mehr, von so wie das Außen von Wasser, so wie weich von mir. Meine Sünden sind vergift. Und ich sie gereinigt, gerecht vor dich. Für immer. So lass mich noch einmal lesen, wenn wir unsere Sinn bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergift uns die Sinn und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was ich was, dann habe ich gelehrt, und vielleicht ohne dass wir das wollen, aber wir abgeführt haben wir das dort, dass jeder Tag musst du beständig Sinn bekennen, das wirst nicht selig worden. Und du hast something getan, vielleicht bei der Arbeit, bei Stall geworden, hast noch wem Damm gesagt, er hier am Weg, noch ein paar Leibtheken sind im Fenster gewesen, oder was immer das alles ist. Aber du schläfst tot in den Haus vor. Und du hast nicht bekannt, du wirst du verloren. So war es auch. Und das Vers lehrt, dass wenn ich dort bekenne, ich sehe Sünder, und ich komme nach Jesus, dann kriege ich Vergebung. Meine Ungerechtigkeit wird wahrgenommen. Ich war rein gemerkt von meiner Ungerechtigkeit. Weißt du was? Wenn ihr rein sind von deiner Ungerechtigkeit, dann habe ich eine Gerechtigkeit, die für Gott jährlich ist. Und das ist ewig. Aber wie man noch ankommen? Und so wenn wir das selbst wollen, in unserer Religion, in unsere guten Worten, in unser System, dann wollen wir es nicht mehr. Das sage ich wieder in Vers 2, oder Kapitel 2, Vers 1. Liebe Kinder, ich schrieb ihnen dort, dass die von der Sinn wegbleiben. So, das ist mein nicht Verhältnis mit Sinn. Ich habe Jesus angenommen, ich habe das bekannt, ich sie vergift, ich sie gereinigt, ich sie gestorben zu Sinn. Wir machen das Bild gerade nehmen, was Johannes hier gerade sagt, über Paulus redet davon, ich sie zu Sinn gestorben, ich lebe nie nicht Leben, ich sie abgestorben mit Jesus. Und ich sage, liebe Kinder, ich schrieb ihnen dort, dass die von der Sinn wegbleiben. Wenn aber doch wer sinnen soll, dann habe ich Jesus Christus. Dann habe ich nicht unsere Bekennung, dann habe ich nicht einmal nur ferngehen in die Kirchen beten, dann habe ich nicht unser System. No. Dann habe ich Jesus Christus, der ohne Sinn ist und der bei Gott, dem Vater, von uns anstund hat. Und hier ist die Frau. Für welchen Sinn steht Jesus an? Was die kleine Wette lesen, aber für alles. Das soll ich nicht hart verstehen. Ich meine, man das nicht an guten Leben, Jesus steht anführen. Aber wir machen mal einmal klar haben, dass in Christus sind meine Sünden vergeben, ich habe eine Gerechtigkeit, was für Gott jährlich ist, ich kann auf Gott, das steht für mich an. Das Blut Jesu Christi, im Hebräerbrief, das Blut Jesu Christi steht in den allerheiligsten Tempel im Himmel, je meine Sünden für alle Ewigkeit. In Christus. Habe ich eine Sicherheit, erst in Christus. Nicht in mir selbst, aber in Christus. Das sage ich wieder in Vers 2. Christus hat mit seinem Tod unsere Sinn betont und nicht nur unsere von allen Menschen auf der Erde. Und so Jesus hat das betont. So hier ist der Test. Wenn wir Gott seine Gebote holen, können wir durchweiten, dass wir am Kahn. Und das, wo ich von rede, dass Glauben an Jesus Christus, der lebt. Und du kannst im Spiegel checken, so zu sein. Du kannst in dein Leben testen, in Frauen. Sie ich war geboren. Ich glaube an Jesus. Ich kann nicht leben. Mein Leben hat sich geändert. Und ich bin ein vollkommener Mensch, da weit wir alle. Aber wenn wir Gott seine Gebote holen, können wir durchweiten, dass wir am Kahn. Vers 4, wer da sagt, dass er Gott kennt und aber nicht seine Gebote hält, ist ein Lehrer und der Wort ist nicht annahmen. Und so ich kann glauben an Gott, aber ich lebe doch euch. Ich sage, ich glaube an Gott, aber ich lebe doch euch. Ich sehe mal nach Ferien gegangen und ich sage, oh ja, ich 15 Jahre alt wäre. Wir haben mal auf Jugendcamp und du gehst nach Ferien, aber mein Leben ist ein Leben im Düstern gewesen, für den Feind gewesen. Ich habe Gott sein Wort gehört, ich habe es nicht gelesen, ich bin nicht interessiert gewesen. Ich habe bloß mein eines Leben gelebt und nun sehe ich auf dem Stoff, oh ja, ich habe eine Lösung. Das ist eine falsche Sicherheit.
Sechaheit ist in Christus. So er sagt, wer du sagst, dass er Gott kennt, aber nicht seine Gebote hält, als ein Lehrjahr, und die Worte das nicht haben. Vers 5. Wer aber Gott sein Wort nur jetzt, der belebt ganz wirklich, wo Gott ist. Dadurch sei wie, dass wir am ungehören. Und so wat wie mit Gott sein Wort tun, wo läuft wie Jesus haben, wo wir vor ihm leben, dort wisst, wo mein Hort ist. Wer der bekannt in Christus zu sein, soll auch so leben, als Christus gelebt hat. Uns Test. Men wir sind nicht gerat durch unsere Worte, wir sind nicht gerat, wenn wir nur Zeug fahren, aber eine gerade Person, die lebt für Jesus. Das gibt Hope. Und du kannst die selbst testen mit, wo dein Leben ist. Epheser 2,10 sagt, dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, möchte ich das wahr, wir sind mit Jesus verbunden, hat Gott uns nie geschaffen, wir sind nie Mensch geworden, das alles vergeben, das alle nie geworden, in einen Stand versagt, dass wir Gott tun können, soll wir tun leben. Wenn aber doch wer singen soll, dann habe ich einer, was für uns ansteht. Aber weißt du, ich glaube an Jesus, er hat mir geraten, hat mir einen Sinn gegeben, hat mir eine Gerechtigkeit gegeben, und dort jetzt zu sein, in meiner Anstellung, in meinem Leben. Aber das ist in Christus. Gott hält seine Kinder. Judas 1,24, Gott aber kann ihn bewahren, möchten dort wäre das, Gott aber kann ihn bewahren, dass sie nicht fallen, und ihn äußerlich in einen großen Fried für sich stellen. Er ist herrlich. Gott kann ihn beschützen, dass sie nicht fallen, aber er wird ihn für am herrlich anstellen. Das ist in Christus. Ewiges Leben. In Jesaja 49, 15, das was heute Israel sieht, und in dem Sinne ist es nicht für uns geschrieben, aber das ist ein Prinzip, was leibig für uns auch so ist. Und das sagst du, das höre ich einmal, kann eine Frau ihr Baby vergeben und nicht Raum geben für ein Kind. Das ist eine interessante Frau. Würde eine Mama geben, wo der Kind kann bloß waschen. Und dann sagt er das, wenn du das so was kann geben, und das gibt in der Welt einmal so, dass Mamas nicht dran geben, ihre Kinder, dass Mamas ihre Kinder, ich vertalte das Werk mit einem Mexikaner, er sagt, seine Mama hat an meine Garbage angedammt, als ein kleines Kind, aber seine Sasse lecker, als jemand hat ihn durchgefangen und hat ihn abgetragen. Das gibt es nicht. Meist nicht zu denken, nicht, dass eine Mama darüber tun, aber er sagt, wenn das so kann geben, dann sagt er den Vers schief. Und Gott in seiner Allmacht wird nur sein, dass die durch solche Handkommen wollen. Dann einmal treten das Vers. Wenn das doch so was kann geben, ich will nicht vergeben. Das kann so geben, dass eine Mama ihr eine Kind wird in eine Garbage schmieden. Aber wisst ihr, was Gott sagt? Ich will nicht vergeben. Na, er sagt das zu Israel, aber ich glaube, er sagt das zu uns. 1. Petrus 1,5. Und Gott in seiner Allmacht, möchte dort Gott in seiner Allmacht, nicht in meine, seine. Gott in seiner Allmacht wird nur sein, dass sie durch sicher ankommen wollen. Und dort Heil schreien, will sie an Jesus glauben. Dort Heil soll in der letzten Tag umgebaut werden. Gott mit der Allmacht, was er hat, der Schöpfer von Himmel und Erde, in seiner Allmacht wird nur sein, dass du was ankommst und du wirst das Heil schreien. Weet je wat, Lied? Jene Seiligkeit hängt in Gott sein Häng. Seine Allmacht. Die waren niemals ankommen. Keiner konnte meine Hänge retten. Weet je, wenn Gott ist allmächtig? Er hat den Teufel überwunden, er hat Sinn betont. Er wird ihn holen. Philippa 1 sagt, ich habe door een goede hoopning dat die dat goede werk in je angefangen heeft, die wordt het ook voor dich merken, wat an Jesus Christus zijn dag. Kann ich meine Seligkeit verlieren? No. Jesus Christus hat die da gegeben.
Maar hier ist das Ding. Wenn wir wachen, dann glaube ich, dass es zwei Möglichkeiten. Eins ist, dass wir nicht von uns. Johannes redet davon, dass du so ein falscher Propheten von uns rübergegangen, weil wir nicht von uns. Und so ich glaube, dass die religiöse Personen, die merken mit nicht zurück, das sind noch Christen, die reden mit alles, aber die sind niemals wahre geboren. Aber, wenn ein wahre geborenes Kind Gottes wachet, weißt du, was dann passiert? Dann geht der Vater heran. Und der hört jetzt seinen Schub heran, was er gefangen hat. Die Mama oder die Frau fährt das Haus rein und merkt, dass das Haus rein, was er das verlorene Cent gefangen hat. Und der Vater lässt seinen Jungen weggehen und der lässt den manchen Schwein ablenden. Aber als der kommt, voll Schwein schied so zu sein und stinkt und so wieder, und der Vater rannt und er sagt, jetzt mein Sehen, nu dat je Master kaufen en Ring en Kleider nu wel vast haben, wie mein Sehen. Und weet je, hij sagt, mein Sehen, der wir dood und das war lebendig. Und wir dann einmal sagen, oh, mein Sehen, der wir verloren ist, aber no, mein Sehen wird dood und den Sehen, der wir weich von tust, der wird Verhältnis wird dood, aber nicht in die Hüste kommen. Aber hier ist das Ding, wenn du als eine wahre geborene Person Gottes und du kommst einmal in dein Leben an so einem Punkt an, vielleicht wo du mutlos warst und du jetzt wach oder du jetzt mal fort von tust, so zu sein, der Vater geht die Hände an. Er hält die an deine Hände. Na weet je, in Christus, Lied, habe ich ewiges Leben. Aber auch wie in Christus sind oder nicht, das ja zu sein in uns Leben. Weiten deine Freunde, dass du in Jesus bist. Weiten deine Familie, dass du in Jesus bist. Ist das bloß ein Wort in dein Mühl und du spielst dort an Sonntagsmorgens in die Kirche, aber in der Weg lest du in Diensten. Dann kann ich dir nicht sagen, dass du hast ewige Seligkeit. Aber in Christus hast du eine ewige Seligkeit. Du hast nichts, was dir kann wegnehmen. Du hast nichts, du kannst dich nicht verlieren, wenn du hast dich nicht gefunden. Das hängt an Gott seine Hände. Und wenn wir mal mutlose Dinge haben, oder wir haben vielleicht Dinge in uns Leben, wo wir weggehen, oder nu sich durch mit das, oder ich sie mutlos, oder was immer das alles ist. Das ist, wo der Vater die herangeht. Und der wird die Leute und Schwein gehen. Und wenn die als Eltern die Strafen die nicht kennen, wenn die sollen beter sind oder die sollen zurückkommen, oder das hat sich krieglich, wie viele Jahre die ein Kind alles gut gewesen und hat die vielleicht niemals in den Sache geschrieben, aber das bleibt immer dein Kind. Und wenn dort ein Haus kommt, Buße kommt ein Haus, bekannte Sünden oder was immer, dann ist es dein Kind. Und du wirst auch in dir dran. Und weet je, Lied, wir haben einen Vater am Himmel, der hat uns durch sein Sehen Jesus Christus ewiges Leben gegeben. Das ist ewiges Leben. Und so die Frau ist nicht kostet, die das verlieren. Weißt du, was die Frau ist? Hast du Jesus. Wenn du von dir hier bist und du kannst nicht sagen, ja, ich habe Jesus, dann würde ich dich einladen. Nimm Jesus an und glauben. Du kannst es korrekt tun, wo du sitzt. Du kannst mit einem Freund tun, oder hier in der Ferien kommen, und halt korrekt, wo du das ist. Das ist nicht, wenn du bist in der Ferien gegangen in die Kirche, dass du selig bist. Du bist selig, wenn du an Jesus Christus glaubst. Aber wenn du in Christus bist, dann bist du auf ewig gerat. Das ist nicht ein Tag ja, ein Tag nee, mit der Welt wahr ist. So lebt ich verlangen. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich durch sie durchkomme. Aber Jesus Christus hat von uns Kreuz und er wird abgehangen, dass wer an ihm bleibt, hat ewiges Leben. Ewiges Leben. Ich würde fragen, dass ihr abschließen. Ziemlicher Vater, Dankeschön für dein Wort. Und Herr, wir haben viele Frauen in dieser Welt. Und was about die Person oder was about die andere Person? Aber dein Wort lehrt uns sehr, sehr klar, dass in Christus haben wir ewiges Leben. In Christus, wie sicher, wir sind deine Schub, wir horchen auf die, wir gehen die Hänge ran. Und du wirst uns sicher haben, du hast nichts, was uns kann wegnehmen, du hast keiner, was uns kann in das ewige Leben wegnehmen, wenn du in deine Hänge. Dankeschön, Vater, dass du in deine Hänge hast und dass wir in Christus immer sicher sind.